Der kleine Fisch wird gefressen. Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir ein bisschen über das Passiv. Unser erster Satz ist: Ich werde nächste Woche operiert. So, hier sehen wir also einen Operationsraum. Diese Person bin in diesem Satz ich. Und diese Person hier ist der Arzt, der Doktor oder noch genauer der Chirurg. Ich werde nächste Woche operiert. Das ist, wie wir sehen können, ein Passivsatz. Ich ist hier das Subjekt, aber man kann den Satz auch aktiv formulieren und dann sieht der Satz so aus: Der Chirurg operiert mich nächste Woche. Wir können sehen, hier ist der Chirurg Subjekt, das Verb, und mich ist ja ich im Akkusativ. Das heißt, hier bin ich ein Akkusativobjekt. Der Chirurg operiert mich nächste Woche. Okay, hier haben wir also den Satz: Du wirst von einer Künstlerin gemalt. Auch das ist natürlich ein Passivsatz. In dieser Zeichnung bist das du und diese Person hier, ist die Künstlerin. Wir lesen noch einmal den Satz: Du wirst von der Künstlerin gemalt. Jetzt kann man diesen Satz natürlich auch aktiv formulieren und dann wäre es so: Die Künstlerin malt dich. Sie malt dich. Und jetzt ist wieder das Du hier ein Akkusativobjekt. Die Künstlerin malt dich ist der gleiche Satz in aktiv. So, hier haben wir den Satz aus dem Intro: Der kleine Fisch wird gefressen. Ich denke, das muss ich nicht erklären. Das hier ist natürlich der kleine Fisch. Das da ist der große Fisch. Der kleine Fisch wird gefressen. Dieser Satz steht im Passiv. Und jetzt sehen wir uns den gleichen Satz im Aktivmodus an. Der große Fisch frisst den kleinen Fisch. Hier ist der große Fisch Subjekt und den kleinen Fisch, das ist unser Akkusativobjekt. Noch einmal: Der große Fisch frisst den kleinen Fisch. Ein letztes Beispiel.
Okay, hier haben wir den Satz: Die Szene wird gefilmt. Wir haben hier eine Kamera und das hier, alles zusammen, ist die Szene. Noch einmal, der Satz im Passiv lautet: Die Szene wird gefilmt. Und jetzt sehen wir uns den gleichen Satz im Aktiv an. Hier haben wir die Kamera. Die Kamera filmt die Szene. Und jetzt ist hier die Kamera Subjekt und sie macht eine Aktion, nämlich filmen. Und das Akkusativobjekt ist die Szene. Die Kamera filmt die Szene. Gut, und jetzt kommen wir zu unserer Übung. Hier haben wir eine Übung für dich. Diese 3 Strukturen sind keine kompletten Sätze. Du kannst hier 3 Sätze im Passiv formulieren. Nimm dazu das Verb werden und das zweite Verb im Partizip Perfekt am Ende. Unsere 3 nicht kompletten Sätze sind das Gebäude, werden, bauen und 2022. Der zweite Satz: Ich werden und hier Achtung trennbar anrufen oft. Und der dritte Satz: Der Film werden drehen in Peru. Die Idee ist, dass du diese 3 Sätze zu Passivsätzen machst und du kannst sie gerne in die Kommentare schreiben. Wir sehen sie uns an und korrigieren sie. Wir hoffen natürlich, das Video hat dir gefallen. Wenn es so ist, gib uns doch einen Daumen nach oben und vergiss nicht, unserem Kanal zu folgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!